Herzlich willkommen bei Von Fall zu Fall, der Juristen-Sendung, wie ihr immer seht. Und wir wollten heute mal gucken, wenn es wird, hat das nicht errungen, wissen, dass immer bei den Versicherungen und nicht, dann landen wir bei den Immobilien, so und so mal so. Was muss ich machen, wenn ich Immobilienhändler will gehen? Wie lehne ich mich schon? Kann ich da einfach so ein Haus in der Bummi sein Haus, ich verkaufe nicht, und der andere Bummi in der Tat und so, und dann, oder? Nee, das geht nicht. Für eine Agence immobilière zu machen, muss ich Qualifikation von Agent Immobilier. Und das heißt, ich muss extra ein Examen gemacht haben, für Agent Immobilier zu gehen. Das sind Kuren, die gehen dispensiert, Schmenge von der Chambre de Commerce. Das sind Office-Kuren, die werden eine gewisse Zeit laufen, ich weiß nicht genau wie lange. Die gehen hier noch sanktioniert durch ein Examen, und durch den Examen kriege ich dann Qualifikation für eine Agence immobilière zu machen. Wie ist das dann zum Beispiel, guck, du siehst, mein Kollege der Roy, ich ein Haus verkauft, Gerard, du kennst ja viel an der Pfanne stehen, schon in Pfanne, das Karin, das kauft man, du siehst, der Roy, da kriegst du eine Kommission von mir. Wo ist das dann da? Bin ich eigentlich Gefallen gemacht an den, entlohnt mich dafür, Platz 1 zu gehen, das sieht man nicht, das ist besuchen. An Winni ja. Dat ass iwwen nackte Kommerz Winni gëtt eng Habitud. Gell engkéier as so keng Habitud. Datselwech bëssechen ja wat du verkeefst se puer Schong, die dat ze klengen sinn. Diiwer Internet käft, da was du ëmmer ken Schongehändler gell an du brest fir keng Autorisation de Kommerz, wanns der velo systematisch Internet Schong kees, wats du eng gut Adress hues. Wost du günstig drucken, sondern du verkaufst Dinge durch ihre Freundinnen dat für den doble Preis, da was der Händler. Irgendwann gibt es eine okkasionelle Sache, eine professionelle, eine kommerzielle Sache. Voilà. Okay, gut, also, wir sind dann Händler, wir sind Immobilienhändler. Nee, nicht so schnell. Ja. Also den Agent ist nicht den Händler. Den Händler, da stelle ich mir vor, der kauft und verkauft. Der kauft den Haus, retapiert oder verkauft. Das darfst du machen, auch ohne Autorisation. Du darfst mehr ein Haus kaufen, das retapiert und verkaufen. Dadurch bist du ein Händler, aber du bist nicht ein Agent Immobilier. Okay. Ein Agent Immobilier, das den am Prinzip teilweise nicht kauft, weil er soll ja seinen Klienten beraten, die verkaufen, dass sie faire Preise kriegen. Das ist ein Intermediär zwischen dem, der verkauft, und dem, der kauft. Früher hat man ein Reglement radikal, die gesagt hat, nimm den Verkäufer remuneriert, bezielt den Agent. Das ist aber hilfreich, kann auch der Käufer den Agent remunerieren, bezahlen. Ich kann so sagen, du kennst so viel Leute, es ist in das und das Haus, du kennst ganz genau mehr gut. Du Agent, Gere, mehr Motoren, ob du das richtig findest, ich bezahle doch deine Kommission. Der will mehr. Also sich bezahlen lassen für zu sichern und nicht sich bezahlen lassen für einen Käfer zu sichern. Ja. Und wenn man dann noch ein Haus fand, wie wird den Immobilienhändler bezahlt? Wie viel Prozent das? Von wem? Von dem, wo es kauft, von dem, wo es verkauft? An sich, bis, wie gesagt, an dem famosen Reglement Grand Ducal wurde an sich reglementiert, dass die Maximalkommission der Agence 3% wurde. Sind dass das Reglement nicht mehr besteht, was an sich frei für zu fakturieren, was du willst. Das ist aber ganz witzigerweise, dass an sich viel sich immer alle Menschen beklagt hat, dass 3% so hoch wären und dass wir niedrig sein. Aber von nun, dass das Reglement aufgeschaffen ist, wo ist der eigentlich durch Bank praktisch kein Mensch mit den 3% fakturiert, mir echt ändert den 3% Leid, weil eben, ich denke, noch mehr in große Konkurrenz im Markt kommen. Ja. Das ist frei zu fixieren. Das ist nach immer ganz oft 3%, weil die 3% sind nicht Gottes Gebot. Ich kann doch so also Dinge albrecht, bis du steht irgendein Ugedrehen kriegen. Ja. Du hättest gerne 5%. Und dann sagst du mal, heute du hast aber recht, weil die mit 3% nicht fertig sprechen. Aber was zu den Immobilienhändlern, was kennst du dann noch zum Beispiel, ich verkaufe mein Haus, du verkaufst dem Karin nicht, dass du mehr 3% Fräs annimmst. Ja. Theoretisch wärst du da frei. Das darfst du machen, das wird natürlich deontologisch nicht unbedingt dabei. Wenn du mich fragst, ich soll dein Haus verkaufen und Karin fragt mich, ich soll mein Haus sichern. Okay, wenn du wirklich genau das Haus ist, was hat sich, dann habe ich schon mein Mandat nicht verraten. Du hast zwei Menschen gefallen gemacht. Ich habe vielleicht zwei Leute gefallen gemacht, ich habe vielleicht aber auch
profitéiert vun enger Situation, wat ich das net gemerk hat. Sos hätte ich gesagt, kauf net dem Gerald Singer breg van der besseres wie de Preis. Zum Beispiel gell. An dafür ist es doch wichtig, bei einem Agent zu gehen, den an der Chambre immobilière ist, weil die eine Code de Deontologie, wo so Sachen wie der Toten sich durch den Code verboten sind. Und wo sich einfach Regeln geben, wo so der Toten und der Toten machen wir nicht. Mit der Tisch die Kommission hast du dann aber selber bei einem Haus von 100.000 Euro wie von 10 Millionen. Ja, das ist eine Verhandlungssache. Ja. Du warst so Agent, schon ein Haus zu verkaufen für viele Millionen. Da kann ich so ein Gerald ausstellen. Ich proposiere dir da an der halben. Und da siehst du vielleicht, du so, ich habe aber mal 3 Gäste bewusst, du hast recht. Das ist auch mein höchster Betrag, Kommission da kommen 2. Und da schreiben wir an diesen Vertrag. Und da ist es wichtig, immer einen schriftlichen Vertrag zu machen. Zwischen dem Agent an dem Verkäufer oder dem Agent an dem für den Sicht. Aber normalerweise eben der Verkäufer, wohin der Tote festhält. Aber wenn nicht 3% sind der 3, aber der 2 sind der 2, mit soll ihnen schriftlich festhalten. Wie wenn ich dann noch ein Haus beim Roy dann als Immobilienhändler gekauft habe, an der Mittelste noch, das Haus hat viel Macken, da war viel Probleme. Kann ich Schema am Hals, weil das sind da gar nicht responsabel. Das hängt von den Problemen auf. Also ich meine, du hast einen Vertrag gehabt oder den Agent aus dem Mandat, was er hat gewissen Obligationen, die immer posiert gehen. Und da fallen natürlich auch so Obligationen wie der Toten drin. Froh ist aber, inwiefern konnte ein Agent zum Beispiel wissen. Ich gebe mal so, wenn du an ein Haus kennst, wo Champignons befallen wurden, und das frisch angestracht ging, da können sich vielleicht als Spezialist vorstellen, wie war das halt angestracht gehen, dann vielleicht ein bisschen noch froh und dann daneben rausfinden, dass die dort Probleme bestanden. Und, wenn aber ich weiß nicht, alle Wasserreiher da sind, die sowieso alle Menschen weiß, weil das Haus an 30 Jahren gebaut ging, an nur der Wand Platz die von den Wasser gut ich meine, da kann man schon Immobilier nicht wissen. Genau. Du hast dem Akkurat so einen Expert nicht Haus zu checken. Ein Agent Immobilier als Agent, als nicht Expert en Bâtiment, als nicht Ingenieur, als nicht Statiker. Das ist wie so ein Okkasionsverkäufer an einem Auto, der muss nicht etwas zum Motto kennen. Genau. Und sich nicht wissentlich oder willentlich anlegt, kannst du das sich nicht vorwerfen. Der Agent hat aber durchaus Obligation de Verifikation, muss gucken, einen Kadasterplan zu kriegen. Das, was der verkauft, doch klar ist, was verkaufen ist, wie groß ist das, wo sind die Limiten, also eventuell eine Servitut drauf. Gehört dem, den mich auch stellt, für zu verkaufen. Auch das hatten wir schon. Da der Agent den Kompromiss schreiben gelassen und sie hatten nicht den Schrift von denen, die verkauft hat. Das sind schon professionelle Obligationen, die aber bei einem normalen Agent gut kein Problem durchstellen. Das ist die normale Prozedur. Wenn ein neues Objekt rakennt, da wird der Toten geguckt, wie das Proprietär, wo man den Kadasterplan, wo man einen Energiepass, weil dem muss ich schon überhaupt den Immeuble annoncieren, eine gesetzliche Obligation und so weiter. Also ein normales Serienagent möchte das tun. Das gehört zu seinem Job. Ich kann kein Haus verkaufen, wo nicht dir verkaufen, weil schlussendlich gehst du nur noch bei der Notar. Spätestens da gibst du gebremst gehen. Ja, da Spätestens wenn jemand ein Haus verkauft, spätestens da gehst du ich gebremst, denke, ja. geiert, wo gar nicht weißt. Genau, da entsteht das Problem, weil der Kompromiss gesagt zum Beispiel kein Dienstwerk, kein Servitut 4. Ja. Der Notar bei seiner Recherche stellt fest, du hast einfach rein und da könnte natürlich die Diskussion zwischen den Parteien. Weil wie hast du dann einen Kompromiss geschrieben für das Haus, da, weil ich das super fand, dann alles schön und gut. Wir kommen bei der Notar, bei dich. Und dann sehen wir dann da, der Metzler mit seinen Beichten da durch den Gang laufen, den ganzen Tag. Weil den da irgendwann geschrieben hat, so, ja, nee, so will ich sein Haus nicht. Alles voll Blutlein, das ist eine Sauerei. Was meine ich dann da? Fundamental, also den normalen Droit civil, den sich appliziert. Als der Kompromiss valabel, ja oder nein, wenn es der App ist, ein Donné nicht hast, ein Donné nicht kannt ist. Ne? Aber wenn die Donné so wichtig ist, dass wenn du sie gehabt hast, dass du dann nicht unterschrieben hast, dann ist der Kompromiss auch hinfällig. Wie alle Verträge. Genau.
hängt dem, wie du lo siehst, der Metzler, der seine Beichte Ja. hat, das Nee, ist gegangen. Ich meine, das ist ein Element, du Nee. gingst du schon nicht kaufen. Mit gehen aber vielleicht andere Situationen, wo du kannst, naja gut, das ist nicht so wichtig. 20 Meter in einem Haus an Trefond als eine Servitude für Zögedel für eine elektrische Leitung. Das geht nicht durch. Nehmen das aber auch, wenn du siehst, zum Beispiel, wenn du das gewusst hast, hast du nicht geholt. Du der vielleicht eh mit seinem Velo oder seinem Bonger drauf fahren bei meinem Haus. Und das nervt mich eben. Natürlich die anderen Lust, die Mann mit dem Velo drauf fahren. Als dann aber, wie man es dann Also los ist, aber in der Stadt prinzipiell- gewusst hat, hast du den Kompromiss nicht unterschrieben. Also prinzipiell denken ich, was Servitude nicht am Kompromiss stehen, als da eine Ablesungsmöglichkeit. Normalerweise steht an einem Kompromiss nämlich auch libre de toute servitude et autre charge. An dem Moment, wo du dann eine Servitude drum hast, ist dein Kompromiss schon nicht konform zu der Realität an dem Moment. Ja, weil du kannst, wenn du das zwischen als Leitung musst, du lernst Fassade und du hast dann am Kompromiss nicht dran gehabt, du hast ja aber eine elektronische Smogbelastung. Ja. Das kann ja sein, das heißt dann, dass es. Oder etwas zu dem Thema, der zwei. Vielleicht nach Mandat selber vom Agent. Reu, ja. Ja, Voilà. also, schon darauf Exklusiv hingewiesen, oder es nicht? sollte auf jeden Fall schriftlich sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Für allgemein wichtig, Verträge sollen immer schriftlich machen. Mir geht es ja um besonders viel Suchen. Also soll ich schriftlich aufnehmen. Geht nicht, dass ein Agent sagt, oh, ich brauche dann nicht 1% und dann noch. Das sollte für schriftlich Mandat ganz wichtig. Da gibt es die Möglichkeit, entweder ein Exklusivmandat zu machen, das ist so, indem Agent du allein während einer gewissen Zeit, oder nicht exklusiv. Wobei bei nicht exklusive Mandate hat das Problem, wenn noch einmal eine pure Agence noch ein Objekt schaffen, wo den anderen vielleicht nicht so gut leiden kann oder jeder will dafür machen, da kommen da Sachen, für die nicht immer ganz gut sind. Wo den Mann sein Klient aufspenstig möchte oder so. Also ich persönlich gebe immer für das Exklusivmandat optieren. Das hat dann einen gewissen Dauer, da muss ich aufpassen, das hängt davon ab, was am Vertrag steht. Meistens steht dann an so einem Vertrag, ich kann das kündigen, zum Beispiel 2 Wochen oder 1 Monat, der doof lebt. Wenn nicht, dann lebt es für dieselbe Dauer nach einem oder nach einem 4 Monat oder wie auch immer. Alles das ist frei, ich kann ihn aufmachen, was ich will aufmachen, mit so einem Klimaklausel und so einem schriftlich machen. Gut, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen weiterhelfen an dem ganz diffusen Gebiet. Wie gesagt, bestimmt noch mal, wenn es heißt, von Fall zu Fall.